Ja, einen schönen guten Morgen. Dobro jutro. Ist es ein guter Morgen? Je to dobro jutro? Amen. Ja. Nach so einem Lobpreis müssen wir es wirklich so sagen. Es ist ein guter Morgen. Po eno takšno slavljenje lahko resno povemo, da je dobro jutro. Ja. Barbara und ich, wir sind sehr froh, dass wir heute Morgen hier bei euch sein dürfen. Barbara in jaz sva zelo veseli, ker sva danes gojno lepo pri vas. Etwa ein Jahr zurück waren wir hier, ne? Približno pred enim letom sva bila tu. Ja, so ungefähr, ne? Tako približno. Und nun, inzwischen sind wir in viele andere Länder gereist. Med tem časom sva bila že v mnogih drugih državah. Ja, wir waren schon in Rumänien für eine ganze Woche dort gedient. Nekaj več kot enkrat sva bila v Romuniji, kjer sta služila. Und nun hier jetzt in Slowenien für 2 Wochen. In zdaj v Sloveniji 2 tedna. Letzten Sonntag sollten wir in Novem Mesto sein und konnten nicht. Prejšnjo nedeljo bi mogla biti v Novem mestu, ampak sva ne mogla. Wir haben herausgefunden, dass es auch in Slowenien Covid gibt. In spoznali smo, da tudi v Sloveniji obstaja COVID. Ja, und so meine Frau ist krank geworden und so mussten wir zurückbleiben. Moja žena je zbolela in tako smo mogli ostati doma. Ja, und nun alles ist wieder in Ordnung. Torej, zdaj pa je že vse pa v redu. Und so Gott will und Gnade schenken, morgen fliegen wir nach Deutschland. In če Gospod da milostne jutro letiva v Nemčijo, Ich werde dort 2 Wochen unterrichten auf der Bibelschule gremo te ton 2 tedna poučeval na biblijski šoli und dann noch eine Woche nach Spanien in po tistem še enkrat v Španijo und da sind unsere 6 Wochen vorbei. in te najne 6 tednov mimo. Und da sind wir 3 Wochen zu Hause und da geht es nach Asien. In te so 3 tedne doma in te idemo v Azijo. So, wir freuen uns über die Gelegenheit, die uns Gott gibt, noch dienen zu können. Mi vas smo hvaležni v Gospodu za priložnost, ki nam daje, da lahko še služiva. Ja, jemand hat mich gefragt, wann willst du zur Ruhe gehen? Nekako me je to pital, pa da bo šel v penzijo. Vse v Ruhe? počitek. Das gibt's doch nicht. Pa tega vi ste njega. Im Reich Gottes geht es immer weiter. V Božjem kraljestvu ide vse samo dole. Ja, und so, also, wir reisen, wir freuen uns, dass uns Gott Kraft und Gnade schenkt. Mi va potujeva, mi va se veseliva k tome, da nam daje Bog moči in milosti. Danke für die Einladung. Hvala za Pastor. povabilo, pastor. Ja. Es ist immer interessant, wir sind Nachbarn von euch. To je zelo zanimivo, znate, mi smo se skoraj sosedge. Ja. Also man könnte bald also über die Berge so ein bisschen rüberschauen und sehen die Gemeinde hier in Nuskova. Če bi tako prek brega pogledal, bi videl cerkev tu v Nuskovi. Und dennoch ist eine Distanz, die man nicht so gleich überbrücken kann. Ampak vseeno je med nami ena razdalja, štera ne moreš tako hitro premostiti. Und das ist auch im Reiche Gottes so. In tudi v Božjem kraljestvu je tako. Wir können hier sein und wir können also wahrnehmen, was da oder dort und hier geschieht. Mi smo lahko tu in lahko opazimo ali doživljamo, ko se tu in to dogaja, Weil der Geist Gottes kennt keine Grenzen. ker ti Božji sveti duh ne pozna meja. Er kennt nicht, also welches Dorf oder Ort oder Stadt oder Land es ist. On ne ve, štero vejs, štero mesto, štera država je. Er wirkt überall. On deluje vse posebej. Und weißt du, das Schöne dabei ist es zu sehen, wie Gott wirkt heutzutage. In znate, ko najlepše je pa videti, kako Bog deluje gnezden. Ich habe schon ein bisschen in Maribor erzählt am Freitagabend. Peti zvečer sem v Mariboru že malo kaj toga pravo. Wir waren 4 Wochen in Argentinien gewesen, bevor wir also jetzt nach Europa kamen. 4 tedne sva bila v Argentini, prelego so prišla v Evropo. Es ist eine ganz andere Sache. To je komplet druga stvar. Natürlich, die Kultur ist anders. Seveda je tudi druga kultura. Also die sind nicht so wie die Europäer geschaffen. Ne? Znate, oni so ne tako napravljeni kot Evropejci. Ja, sie haben schon ein bisschen, also was in sich, weißt du, was sich bewegt. Latinoblut, ne? Ja, Latinoblut. Ja. Znate, oni imajo nekaj v sebi, tako ko se giblje, kaj pravim, krv Latinov. Und in so einem Gottesdienst, wie wir es also mit der Lobpreis denn gemacht haben, In znate, v slavljenju taže, kako so mi to gnesti imeli, wow, weißt du, da würde was losgehen. Du. znate, tam bi se nekaj dogajalo. Du, die sind alle dabei und die singen und Tam so preisen vsi den Herrn poleg, und vsi loben den slavijo Herrn. za vsem, ko so. Ganz anders. Čisto drugače. Und man muss sich daran gewöhnen, dass man dort ist, ne? In znate, mora se navoditi, kaj si to. Weil bevor du überhaupt was sagst, da sagen sie schon Gloria a Dios, Gloria a Dios. In znate, prelego ti kakoli poveš, to že oni prejo, slava Gospode. Ja. Hier kannst du was sagen, dann 5 Minuten später kommt Amen. In ti prijaš pa levo, kaj poveš in 5 minut kasneje čuješ. Amen. Weißt du, das ist ein schlechter Computer, der hat keinen guten Prozessor. Ne? Zdaj, to je to en slab računalništvo, ter ima slab procesor. Das nimmt sehr lange Zeit, bis man so weit ist, dass man das begreift und sagt Amen. Dolgo nicamo, ko skapiramo, ko moramo amen povedati. Aber mit dem Geiste Gottes ist es anders. Ampak za Svetim Duhom je drugače.
Ob der Geist Gottes dort wirkt oder hier wirkt, ist das Gleiche. Če Sveti Duh deluje tam ali tu, je enako. Äußerst vielleicht nicht, aber innerlich ja. Na zunaj je mogoče razlika, ampak v notranjosti isto. Und da kann man ja auch nicht so vergleichen. In to ne moreš to primerjati. Für uns war es sehr schwer, weil wir sind von Argentinien dann also nach Rumänien Za geflogen. nas je to bilo zelo težko, kajti šlo smo iz Argentine v Romunijo. Ja, ja, die Rumänen, die haben uns ein bisschen abgekühlt. Znate, in Romunijo oni so naj tako malo razsladili. Ja, das war nicht so leicht dort. To je ne bilo tako enostavno. Du merkst, der Geist Gottes wirkt und du willst, Pastor, der Geist Gottes wirkt. Kannst du In nicht ti vidiš, da sehen. Sveti Duh deluje, to vidiš. Ach, da so ein bisschen sich schwer machen. Ne? In to ti je malo tako žmetnost. Ja. Aber Ampak, irgendwie, der Herr baut seine Gemeinde auch so. ampak znate, na nek način Gospod gradi svojo cerkev tudi tako. Amen. Ja, ich habe daran gedacht, als wir in Rumänien waren, Na to sem ga mislil, da sem bili v Romuniji, als sie das erste Mal nach Ukraine kamen, da sem prvič prišel v Ukrajino, schon viele Jahre zurück jetzt. že pred mnogimi leti. Ich dachte, wir sind einem Beerdigung, also im Gottesdienst. Jaz sem mislil, da smo mi na bogoslužje, na pogrebi v bistvu. Ja, die haben gesungen Pojevali so, und da haben alle geweint vsi so džavkali und da haben sie für sich gebetet, in to so nekaj za sebe molili. haben sie wieder ein Lied gesungen, Pa eno pesem popevali, haben wieder alle geweint. pa so vsi džavkali. Und ich sagte zu meinem Übersetzer, hör mal zu, ist das eine Beerdigung heute? In te sem pital svojega pravijalca, pa čuj, ko pogreb imamo gnes? No, 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 no. Das ist ein guter Gottesdienst. Ne, to je takšno dobro bogoslužje. Ja, aber warum weinen die Leute? Pa zakaj pa ti džavčejo? Oh, weil sie glücklich sind. Stako so veseli. Ich sagte, glücklich und weinen? Veseli, pa džavkate. Es gibt so ein Glück, dass man weint dabei, aber das war nicht so. Znate, obstajajo veselje, da džavčeš poleg, ampak to sem ne to videl. Ich habe mir trotzdem so kleine Predigt für Beerdigung vorbereitet im Fall eines Falles. Jaz sem si vseeno pripravil eno pridigo za pogreb, za vsake slučaj. Es könnte möglich sein, dass es noch einen Saal geben würde. Mogoče še pripeljal kakšno škrinjo noter, Nichts, du. Ich komme zum Predigen, kein Sarg, nichts da. ampak ne, jaz sem prišel predgat, ne je bilo škrinje. Und da habe ich zu dem Pastor gesagt, In te sem prav, pastore, warum weinen deine Leute, wenn sie so singen und dann weinen und singen und weinen? in tega pitam pastora, pa zakaj tvoje vernike popevljajo, pa džavčejo? Er sagte, das kann ich dir nie erklären. To ti ne mogo razložiti. Du musst ein Ukrainer sein, Ti bi mogel biti Ukrajinec. dann verstehst du das. Ti bi to razumel. Ja, so ist das, ne? Tako je to. Gegen Afrika ist es wirklich anders. V Afriki to je pa noček. Ja, da, also wenn das anfängt, To da se zača. die ganze Gemeinde kommt raus und die tanzen. Cela weißt du? Zirkel Und pride die ven gehen plešejo. und tanzen, ne? Und das Skačejo. geht um die Gemeinde rum und singen und In ti rekoli po cerkvi in popevljajo. Taschentücher haben sie ja und die weben To so. imajo ti robčke, pa splaveče s tistimi. Und ich stehe da wie eine deutsche Eiche, weißt du? In to se jaz stojim pred njimi tako, kot je nemški rast. Und da hat der Pastor zu mir gesagt, er will mit der Plattform, hör mal zu, beweg dich noch ein bisschen. In ti mi je pastor prav, pa daj, moraš se gibli, no. Ich sag, ich bin Kanadier und du bist Afrikaner, Prav, okay? jaz sem Kanadčan, ti si pa Afrikanec. Wir machen das nicht so. Mi to tako ne delamo. Ja, aber sag ich, hier musst du so machen. Ampak ti moraš to tako delati. Du, ich war da 2 Wochen, das ging nicht. Ne? Jaz sem bil 2 na tom, pa me še tako ne šlo. Wir sind, wer wir sind. Mi smo, kar smo. Solange wir in Verbindung mit Gott sind Dokler smo v povezavi z Bogom und Gott uns segnet, in nas Bog blagoslavlja auf unsere Weise und seine Weise, na naš način in na njegov način, dann ist alles in Ordnung. ti je vse vreden. Die Frage ist, Vprašanje pa je, ist unsere Anbetung also in Kontakt mit Gott wirklich verbunden? no, vprašanje je to, ali je naše slavljenje ali čaščenje z Bogom res povezano. Und weißt du, wir können emotionell dabei sein. Znate, mi smo lahko emocijsko zraven. Zum Beispiel so wie die Südamerikaner. To, naprimer, te Južnoameričani, Sehr emotionell. zelo emocionalno. Aber da schaust du hinter dieses Emotionelle, Ampak da pogledaš ti za te emocije, ist das ein Wirken des Herrn ali je to delovanje duha, oder ist es nur Emotion? ali je pa samo emocija. Und wenn wir bei Emotionen stehen bleiben, In če ostanemo samo pri emocijah, čustvih, da haben wir uns beraubt. te smo se okradli. Weil da haben wir nichts von Gott erlebt. Wir haben nur unsere Emotionen gehen lassen. Ker potem nismo nič od Boga doživeli, ampak smo samo doživeli mi kot osebe. Und für mich, Taylor. in jeder Gemeinde, wo wir sind,
In za mene, za vsaka crkva, kjer smo, Ich will das im Geiste sehen. Sind diese Leute jetzt wirklich von dem Thron Gottes, also in einer Verbindung mit Gott, oder ist nur emotionelles Preisen und Loben? jaz se skozi zasebeščin vidite, ali je ta crkva res z Bogom, z Božjim prestolom povezana, ali pa so tu čustva. Wenn das wirklich also dann von Gott her, also eine Verbindung da ist und auch von Gott her gesegnet ist, Če je tu res ta povezava z Gospodom in je to blagoslovljeno od Gospoda, da gibt es eine Änderung. potem nastane sprememba. Etwas wird anders in unserem Leben. Nekaj v našem življenju se spremeni. Und das ist der Grund, warum wir hier sind. In to je razlog, zakaj smo tu. Dass Gott etwas in uns und durch uns tut. Da Bog v nas in skozi nas nekaj naredi. Wir lesen einen Text heute Morgen zu unserer Predigt aus Römer 12 und wir lesen nur ein Vers, Vers 11. Preštelimo gnez za našo predigo iz Rimljanom 12. poglavja in samo eno vrstico in to je 11. Da heißt es, werdet im Fleiß nicht nachlässig oder träge, lasst den Geist Gottes in euch brennen und dient so dem Herrn. Ne popuščajte v vnemi, temveč borite goreči v duhu. Služite Gospodu. Ja, das ist eine Aufforderung. To je en izziv. Ja, Paulus, der noch nicht mal die Gemeinde gesehen hat, Pavel, ki tej cerkvi še niti ne je videl, im Geiste sieht er etwas an dieser Gemeinde, was sie brauchen. vidi pa v duhi, v toj cerkvi nekaj, kar oni rabijo. Stell mal vor, Gott hat diese Gemeinde werden lassen inmitten von allen Feinden in Rom. Zamislite si, da je Bog to cerkev to ustvaril v središču vseh svojih sovražnikov v Rime. Und dann kannst du dir vorstellen, diese Leute waren jeden Tag gewahr der Gefahr, die also bei ihnen und um ihnen rum ist. In zdaj si predstavljate, te ljudi so vsaki dan bili v nevarnosti, ki je prežila okoli njih in med njimi. Wenn du etwas hast, wo, sagen wir zum Beispiel, eine Krankheit in der Familie kommt, Če imaš nekaj, naprimer kakšno bolezen, ki pride v tvojo družino, was passiert? ko se zgodi? Auf einmal unser Gebetsleben geht höher und tiefer und intimer. Naenkrat postane tvoje molitveno življenje globlje, intimnejše, ide več in več moliš. Das Gebet, was wir sonst beten zwischen der Tür, um Auto, um rauszufahren zur Arbeit, also dieses Gebet ist nicht mehr da. Da ist ein intensives Gebet schon mal da. Kajti molitev, štero mi ponovadi med vhodnimi vratami pa avto napravimo na hitro, te molitve več njega, ampak molitev se poglobi, vrata goreča. Vzemimo si čas. Und wir sagen zu anderen Leuten, du bete mit uns. In drugi ljudem pravimo, molite z mjov. Und da ist ein Gebet da, weißt du, und da wird gebetet, Herr, In tom se hilf moli. diese In Situation. pravimo, Gospod, pomagaj v tej situaciji. So, jetzt musst du dir vorstellen, Römer, die Gemeinde dort, lebte genauso. In zdaj si predstavljate, cerkev v Rime je živela točno tako. Jeden Tag sind sie bedroht von der großen Gefahr, dass sie umgebracht werden können, weil da eine Verfolgung ist. Vsak dan so v nevarnosti, kad jih ubili, ker so živeli v časi preganjanja. Aber weißt du, dass man sich auf so eine Situation dran gewöhnen kann? Ampak znate, na takšno situacijo se lahko navadiš. Ich war in 2 oder 3 verschiedene Länder in der Welt, wo der Krieg gerade stattfand. Jaz sem v 2, 3 državah bil, ki je pravkar potekala vojna. Und du wirst denken, weißt du, diese Leute entweder ignorieren sie oder nehmen sie nicht wahr, oder was ist mit diesen Leuten los? In to gledaš iste ljudi, si misliš, ko te to ignorirajo, to več ne zaznavajo, ko se s temi ljudmi dogaja. Ich war gerade in Zagreb gewesen, wo der Krieg ausgebrochen ist zwischen Serbien und Kroatien. Jaz sem bil glihkar v Zagrebi, da se je vojna začela med Srbami in Hrvate. Ich predigte am Sonntagmorgen so wie jetzt. V nedeljo gojno tako gnesam predgo Und auf einmal knallt es und das ganze Gebäude hat gerüttelt und geschüttelt. in naenkrat je počelo in cela zgradba se je strausila. Und der Pastor sagte, lass uns mal schnell ins Keller gehen. In pastor pravi, dajte hitro idemo dol v klet. Ein paar Minuten haben gewartet, Par minut smo čakali, wieder zurück in den Gemeindesaal und weiter predigen. pa smo šli nazaj gor v dvorano in dole predgale. Ja, ich sagte, du, hör mal zu, es könnte nochmal passieren und vielleicht ist es näher. In jaz sem prav, čakaj malo, pa lahko bi se še eno vzgodilo, mogoče ko je bliže. Ach, sagte, du, wir haben schon dran gewöhnt. Pravi, znaš kaj, navadili smo se. Wie kannst du dran gewöhnen? Pa kako se lahko na to navadiš? Dein Leben ist in Gefahr und du hast dich dran gewöhnt. Tvoje življenje je v nevarnosti in ti si se na to navadil. Am Anfang haben wir Angst gehabt, Začetki smo imeli, nas je bilo strah, jetzt ist es normal. zdaj pa igrate normalno. Und wir gehen arbeiten und wir tun alles so, als wenn es keinen Krieg gäbe. In mi idemo delati in se obnašamo tako, če ne bi bilo vojne. Und jetzt schreibt Paulus, im Geiste sieht er die Gemeinde,
In zdaj Proverb piše in v duhi vidi crkev. Und da sagt es ihnen, das Wort hier, In te pravi njim v to besedo, werdet im Fleiß nicht nachlässig. Ne popuščajte v vneme ali ja. In der physischen Welt also herrscht das, was wir erkennen und wissen. V fizičnem svetu obstaja to, ko vidimo in poznamo. Zum Beispiel, wenn wir ein Pendulum haben und den also schwingen, dann geht das hin und her. Ne? Če imate eno nihalo in ga pestite, kar niha, ide se pa ta. Und was passiert? In ko se zgodi? Es wird immer weniger und weniger Bewegung und auf einmal bleibt stehen. Če dužem počasneje in počasneje ide in enkrat stane. Gott sei Dank, dass wir jetzt Uhren haben, die man nicht mehr aufziehen muss. Hvala Bogu, ko zdaj že imamo ure, štere ne treba gor vlečete. Für diejenigen, die wir älter sind. Za vse tiste, ki smo starejši. Ihr versteht, was ich damit meine. Ne? Znate, kako s tem mislim? Die erste Uhr, die ich bekommen habe, ist so eine ganz alte Uhr. Prvo vero, štero sem ga dal, je bila stara vera. Die funktioniert nicht so gut. Ne je to dobro šlo. Und da musste ich immer wieder aufziehen. In vsesko znova si mogel vleči. Jeder paar Stunden ist abgelaufen. In vsaki par ver je odteklo doj. Wieder aufziehen. Že pa si mogel slikati. Und weißt du, so ging das. Aber jetzt mit unseren Uhren heutzutage, das ist ja kein Problem mehr. Ampak znate, zdaj gnezde in z našimi verami več ni teh problemov. Genauso ist es also mit Wasser und Ausbrennen. Tukaj tudi z vodo in izžiganjem. Wir haben Fireplace, ein Kamin. Ja, imeli smo eno ognjišče. Ja, genau. Und also da, also im Winter tun wir manchmal dann Feuer machen. Kot kamin, in tam po zimi včasih napravimo ogenj. Und das ganze Haus wird schön warm. In cela kuća se lepo segreje. Das geht lange Zeit. To je dolgo. Und auf einmal heißt es, hol mir mehr Holz, das Feuer geht aus. Ide, prinesi več lesa, ogenj gašivle. Und da muss man nachschieben und immer mehr bringen. In ti moraš gordejvati pa in sesko več in več. Und Paulus sieht das so in der Gemeinde, die dann schreibt, die noch nicht mehr kennt. In Pavel Tom vidi to v toj cerkvi, katero navidezno še nišče ne pozna. Seid nicht nachlässig oder seid nicht träge. Ne popuščajte, ne bojte manjaste. Ja. So ist das Leben. Takšno je življenje. Barbara und ich sind vor 1,5 Wochen zurück unser 52-jähriges also Hochzeitstag gefeiert. Barbara in jaz sva pred kratkim 52. obletnico poroke imela. Und weißt du, da habe ich das Bild, wo wir geheiratet haben, neben dem Bild heute zusammengetan. In znate, tam sem ga te dve slike, takrat, da sva se ženila in sedanjo sliko skupaj držal. Oh, ist ein bisschen anders, ne? Malo je drugače. Ja, unsere Kinder haben einmal bei uns ein Bild von mir gesehen. Moja najna deta so enkrat pri nama sliko od mene videli. Und da haben sie meine Frau gefragt, wer ist denn der Mann, der neben Mama steht? Te so mojo ženo pitali, pa što je te moški poleg tvoje naše mame? Also, das ist der Vater. Tvoj oče je to. Nee, no, der sieht nicht so aus. Pa ne vidi prej tako v. Über die Jahre, v toliko časa, was passiert? ko se zgodi? Wir werden Eltern, alles lässt nach. Mi postajamo starejši in vse popušča. Man muss Brille tragen, man muss nur Zähne reinmachen lassen, ein nach dem anderen, muss man Reparaturen machen. Očal nositi, moraš si nove zobe noter napraviti, moraš delati popravila, ne? Ja, das ist das Leben. To je življenje. Etwas nimmt ab. Nekaj popušča. Und das ist auch gut so, dass also das Leben diese Entwicklung hat. In dobro je to, ko življenje ima takšen razvoj. Auch die Liebe. Tudi ljubezen. Interessant, also wir sind jetzt 52 Jahre verheiratet. Zanimivo je to, mi sva že 52 leta oženjeneva. So, jetzt kommt die Frage, ist die Liebe nach 52 Jahren besser, mehr, größer oder weniger? In zdaj me pitajo, kako je zdaj, po 52 letih je ljubezen vajna, boljša, večja, kakša? Kakša? Večja, sem že prav, ja. Yeah, that's a different thing, you know. Respekt und Liebe, das ist ja, ljubezen in spoštovanje, ne? Ja. Weißt du, ich habe das so verglichen, als wir einmal ein neues Auto kauften. Znate, gestern to tak primer, da smo enkrat kupili novi avto. Das passiert bei Predigen nur einmal im Leben, so, da musst du dich freuen.
Predgara se to zgodi samo enkrat v življenju. Ja. Ti se morate veseliti. Du hast nicht das Geld, das zweimal neuen Wagen zu kaufen. Nemaš penac, da bi si dvakrat novi avto kupil. Aber weißt du, da freust du dich drüber. Znaš, ti se veseliš tega. Da tust du polieren und putzen und Tega sauber poliraš, machen. pucaš. Alles, ne? Also das muss so schön Ti sein. mora alles. biti vse tako vred zajeti, lepo mora biti. Nach einem Jahr, Po eno leto. ach, der braucht nicht gewaschen werden, morgens wird regnen. Pa nekaj treba zaproti, vidite tako, da je šel. Ist schon nicht mehr das, was früher war. Pa več je ne takšno, kot je prej bilo. Und dann kriegst du einen Kratzer hier und da und auf einmal sagst du, ach, das ist eine Pa Kiste. tega malo škrobne štipa, malo škrobne štipa, vprašaj, pa to je samo škatla. Ich weiß, wo ich in Singapur mal predigte, eine ganz große Gemeinde dort. V Singapuru, da se je na predgod več veliko cerkev je bilo. Und in Singapur, Mercedes ist Statussymbol. Aha, in v Singapuru je Mercedes, na primer, statusni simbol. Wenn du einen Mercedes hast, da hast du schon erreicht etwas im Leben. Če imaš Mercedesa, ti si nekaj že doživel v življenju. Und so wir kommen rein und weißt du, auf dem Parkplatz, Mercedes, BMW, Mercedes und Rolls-Royce und weißt du, was alles ist. In da prijemo to na parkirišče, vidiš Mercedes, BMW, Rolls-Royce in ne vem, ko še drugega. Und ich habe gar nicht gewusst, dass der Pastor sich gerade einen neuen Mercedes gekauft hat. In mi smo sploh ne znali, ko si je te pastor glika kupil novega Mercedesa. Und ich sagte, was ist denn mit Singapur denn los? In te sem prav, pa ko je to z vami v Singapuru, kaj se dogaja? Die kaufen sich einen Mercedes Kupijo si Mercedesa und denken, die haben die Welt erobert. in si mislijo, da so svet usvojili. Ist nur eine Blechkiste Pa mit to je 4 samo Rädern. škatla plejatna za 4 potačami. Das ist alles, was es ist. Pa to je vse, ko je. Du, der war so ärgerlich. Znate, to je bil čemeren. Er sagt, du verstehst nicht, was Mercedes in Singapur bedeutet. Pravi, ti ne veš, kaj Mercedes v Singapuru pomeni. Ich sage, warte noch ein Jahr, Ti sem prav, znaš kaj, počakaj še eno leto. ist nichts anderes wie das andere Auto. Nikaj ne je drugače kot drugo avto. Es nimmt alles ab, Vse popušča. weil es ist nicht mehr so wertvoll. Več je ne tako dragoceno. Und das war in der Gemeindeinnung genauso gewesen. In tisto cerkvi je glih tako bilo. Also diese erste Liebe. Ta prva ljubezen. Man, haben die Menschen also in diese erste Liebe vor dem Herrn gebrannt. Kako so ti ljudje goreli v toj prvi ljubezni za Gospoda. Obwohl sie wussten, du, ihr Leben könnte morgen zu Ende sein. Du, die haben sich nicht geniert, rauszugehen, das Evangelium zu verkündigen. Čeprav so znali, da je mogoče njihovo življenje jutri končano, ampak ne jih je bilo strah v iti in povedati o Jezusu. Weil diese Liebe in ihren Herzen so brannte, Ker je ta ljubezen v njihovih srcah tako močno gorela, dass sie es nicht anders konnten. ker so to enostavno drugače ne mogli. Und weißt du, ich vergleiche das jetzt mit der Gemeindewachstum. In zdaj je to primerjan z rastom cerkve. Wenn ich so in verschiedensten Gemeinden in der Welt reise und wieder mal in eine Gemeinde komme, Da potujem po različnih cerkvah po svetu in se vrnem v določeno cerkev, alles dasselbe. vse je isto. Jahr nach Jahr, Leto za letom, alles dasselbe. vse je isto, Selbe Zahl, iste številke, ungefähr dieselbe Leute. skoraj isti ljudje. Und da frage ich immer wieder, In te se pitam, ja, was ist denn mit euch los? kako se z vami dogaja? Ja, wieso? Zakaj? Ich sage, letztes Mal waren genauso viele Leute da. Pa zadnjič je bilo glih toliko ljudi Und das tu. Jahr davor war genauso viel. In leto predtem glih tok. Und 5 Jahre zurück war auch ungefähr so viel. Pa 5 let nazaj glih tok. Und sage, weißt du, was euch fehlt? Pravi, znate, komu fali? Das Brennen im Herzen To gorečnost srce. für das Evangelium von Jesus Christus. Za evangelij Jezusa Kristusa. Weißt du, wenn das in dem Herzen brennt, Znate, da to gori v vašem srce, dann bevor du über Sport reden willst, über Traktor reden willst, über Feld und Frucht und Ernte reden willst, wirst du reden von Jesus. kaj takrat prelej, ko boš začel učati o športe, o traktore, o njivaj, o žetvi, prelej boš začel učati o Wenn man die Jezusu. Leute trifft, Da se sreča z ljudmi. das sind Leute, die Jesus brauchen. To so ljudje, ki ničajo Jezusa. Und warum ist da nicht ein Drang da in unserem Herzen, dass wir diesen Leuten wirklich von Jesus In erzählen? zakaj njega v nas te prisile, da bi ljudem pravili o Jezusu? Weil alle diese Menschen sind Kandidaten für ewigen Tod. Znate, vsi ti ljudje so kandidati za večno smrt. Die werden nicht in den Himmel kommen, wenn sie nicht wiedergeboren sind und Gottes Kinder Če geworden ne do na sind. novo rojeni, ne postanejo Božja deca, ne pridejo v nebo. Und da können wir uns anschauen, eine absterbende Generation, die nicht Jesus kennt und zur Hölle geht. In mi lahko to gledamo le eno celo generacijo, ki umira in ide v pekel in ne k Jezusu. Und da fragt man sich, warum? In te se pita, zakaj? In Ukraine, als der Krieg anfing, V Ukrajini, da se je vojna začela, ihr kennt ja die Geschichte, ich will nicht über den Krieg reden, poznate to zgodbo od vojne nečem učate, aber etwas ist geweckt worden in Ukraine, was man früher nicht gekannt hat.
Ampak nekaj se je zbudilo v Ukrajini, ko so prvi ne poznali. Die Leute, die gar nicht zur Armee gingen und nicht zur Armee gehörten, haben sich gemeldet, sagte, wir gehen und wir werden kriegen und wir werden das Land erobern. Ljudje, ki so nikaj ne imeli več nikšega upravka za vojsko, so stonili gor, pa so pravili, mi se priključimo, mi se idemo boriti, mi ščemo našo državo, osvobodite. Junge Männer, die haben ihre Frauen mit 2 kleinen Kindern zu Hause gelassen und sind in den Krieg gegangen, nicht wissen, ob sie nochmal wiederkommen. Mladi možje so svoje žene za dvoje vdice pustili domov, šli v vojno, ne da bi znali, da so se še vrnili. Wir wollen für unser Land kämpfen, wir wollen den Feind vertreiben und wir wollen unser Land behalten. Mi ščemo se boriti za našo državo, mi ščemo sovražnika odgnati, mi ščemo obdržati svojo državo. Und da konntest du in ihre Augen sehen, wie sie begeistert waren, dass sie in den Krieg gehen können und dass sie dieses wieder zurückholen, was die Russen weggenommen In to v haben. njihovih očeh se videl te žar, da so šli v vojno, da ščejo preglede sovražnika in državo nazaj zavzeti. Jetzt ist die Frau da und 2 kleine Kinder da und wenn stirbt dort, also sie hat keinen Mann, keinen Versorger, nichts. In zdaj tu je ženska za dvoje vdice in če je oft umrge, tu njega nikoga što bi za te skrbo. Aber sie haben ihr Leben riskieren wollen, weil sie ein Mandat hatten. Ampak oni so ščeli svoje življenje razkerati, ker so imeli eno poslanstvo. Was ist da unser Mandat? Ko pa je naše poslanstvo? Geht hin in alle Welt, Torej, idite v celi svet. macht Jünger, Ljudi napravite za učence. belehret sie und taufet sie und Učujte lasst sie jih in in das Reich kršujte Gottes jih, kommen. da pridejo v nebeško kraljestvo. Leute, wir haben ein Mandat. Mi imamo nalogo, zapoved. Aber warum wird dieses Mandat nicht ausgeführt? Pa zakaj pa to ne izpolnjujemo? Weil es genau das Gleiche, also was dort in der Gemeinde Rom passiert ist, passiert auch heutzutage in der Gemeinde Jesu. Ker točno to, ko se je takrat v toj cerkvi v Rimu dogajalo, se dogaja v Jezusovi cerkvi gnezden. Seid brennen im Geist, lasst nicht nach. Bojte goreči v duhi, ne popuščajte. Und wenn wir uns alle prüfen heute Morgen, kann jeder Einzelne von uns sagen, In če bi se gnezde izpitavali in preizkusili, ko bi rekel vsak izmed nas pravo, wir sind alle nachlässig geworden. vsi smo popustili. Amen? Amen? Kennst du noch die Zeiten, wo wir brannten für Jesus? Ali poznaš še čase, da si goro za Jezusa? Weißt du, das ist Paulus ganz schwer gewesen. Znate, za Pavla je to bilo zelo težko. Weil er wusste ganz genau, die Gemeinde steht in einer großen Verfolgung und er weiß nicht genau, also wie viele von denen überleben werden. Pavel je točno znal, ker cerkev je v velikem preganjanju in je ne znal, koliko od teh jih preživelo. Ja, in Lukas 12, Vers 49, V Lukače 12, 49. vrstica, ja, 12, 49 sagt, ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen und wie wünsche ich, es wäre schon angezündet oder brennend. 12, 49. 49, ja. Prišel sem, da vržem ogenj na zemljo in kako želim, da bi se že razplemtel. Das war die Sehnsucht Jesu für diejenigen, die ihm nachfolgen werden. To je bila Jezusova strast za vse tiste, ki ščejo njemi sledite. Ich wünsche es brenne schon. Jaz si želim, da bi že goro. Das war nicht nur so ein Wunsch, so intellektueller Wunsch, es war ein Herzensanliegen für Jesus. To je ne samo bil en intelektualna želja, ampak to je bila Jezusova gorečnost. Weil Jesus wusste, in dem Augenblick, wo dieses Feuer auf die Erde fällt, Kad Jezus je znal v tistem trenutku, da te ogenj spade na zemljo, wird etwas passieren, was kein Ende haben wird. da se nekaj zgodilo, ko ne bi imelo konca. Und natürlich, Jesus schaute schon auf den Tag der Pfingsten In seveda, Jezus je že takrat gledal na dan Binkoštih und wusste, dass alle diese seine Leute, die er mit sich hatte, Jünger, in je vedel, da vsi tisti njegovi učenci, ki jih zdaj ima pri sebi, wer waren sie denn? pa što so bili? Ein Petrus. Peter. Du, also wenn ich jetzt jemanden zum Pastor wählen würde, also Petrus wäre nicht auf der Če Liste. bi se ga zdaj lepo zbiral koga za pastora, Petra višto ne bi vzel. Also der ist überhaupt nicht qualifiziert gewesen. Sploh ne bi bil kvalificiran. Johannes auch nicht. Pa Janez, ni ne? Das war so ein Schwächling, weißt du, der wollte Takšen nur bei slabiček Jesus je bil. sich wärmen, das alles. Ja.
Što je graditi tako kako Jezus, drugo ne. Und die Söhne Zebedeus und andere, weil die haben sich nur gestritten um ihre jüdische Regeln. In Zebedejevi sinovi, pa te so druge nedele, kako so se štukali samo zaradi židovskih pravil. Und während die Leute, also die Jünger Jesus, sahen, haben gesagt, was für ein Haufen von armen Leuten da mit sie haben. In da so drugi ljudje gledali Jezusa in njegove učence, so pravili samo, ko imaš to za ljudi si ov? Die Pharisäer, ja, die Schriftgelehrten, ja, also die Farizeji, Sadduzäer. pismuki, te so že nekaj. Die haben Substanz, aber diese Leute, das sind Bauern, Fischer und wer weiß was noch. Te imajo nekaj, ampak te ljudje, to so kmetke, ribiče, ko so to? Aber Jesus schaute auf den Tag. Ampak Jezus gleda na eden dan. Wenn diese Menschen verwandelt und verändert werden Da so te ljudje spremenjene in, da so spremenjene, von einem Petrus, der Fischermann, wird ein großer Apostel Petrus iz werden. enega Petra, ki je bil ribič, grata velik apostol Peter. Und du siehst also, der hat sogar Jesus verneint, der hat gesagt, ich kenne den überhaupt Pa nicht. kako vidite, celo zanikuje Jezusa, pravi, pa sploh ga ne pozna. Da würdest du sagen, also wir würden sagen, weißt du was, du kannst gehen. Kaj mi pravlja? Ja. Ej, idi. Mit dir will ich lieber nichts mehr zu tun Zdaj več haben. ne še imeti posla. Du sagst, du kennst mich nicht. Ti praviš, pa ti mene ne poznaš. Aber Jesus wusste es anders. Ampak Jezus je znal Und drugače. am Tage der Pfingsten, als er erfüllt wurde mit dem Heiligen Geist, Ampak dan Binkuš, prišel je dan Binkuš, da je bil napolnjen z Svetim da Duhom. brannte diese Liebe Gottes in seine Herzen. To je ta Božja ljubezen gorela v njegovem Und srcu. jetzt gehen sie zum Tempel. In zdaj idejo k templju. Das ist schon vorbeigegangen mehrere Male. To so že večkrat šli mimo. Und die haben auch diesen Lahm da gesehen und die haben sich nicht gerührt, die haben nichts getan. In tam so tudi večkrat že videli toga hromoga, nikoli so ne napravili. Aber jetzt, Ampak zdaj, etwas hat sich geändert beim nekaj Petrus. se je spremenilo v Petre. Petrus sieht einen Menschen, der Gott braucht Peter je videl enega človeka, ki nuca Boga und bleibt stehen in se stavi. und sagt, du, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Pravi, ej, zlata, srebra nema, ampak to, kam on, to ti pa don. Jetzt hat Petrus etwas. In zdaj ima Peter nekaj. Was hat Petrus gehabt? Kaj je imel Peter? Das Feuer, das fiel vom Himmel. Ogen, ki je spodno z nebe. Dieses Feuer brannte in seinem Herzen. Te ogen je gorel v njegovem srcu. Der Pfingsten hat sein Leben verändert. Vinkušni čas je njegovo življenje spremenilo. Und er sagt, das habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. To nema, ampak to, kam on, to ti pa Im don. Namen Jesus, steh auf und wandle. V Jezusovi imenu stane gor in hodi. So ist ein anderer Petrus hier. Tu je zdaj drugi Peter. Und dieser Petrus fängt an zu predigen das Evangelium. In ti Peter začel pregati evangelij. Früher hat er gesagt, die kenne ich nicht, also mit dieser Gruppe will nichts mehr zu tun Le haben. pravo, pa te ne poznam, s to skupino ljudi neće imeti upravka. Jetzt bekennt er sich zu Jesus und zu der Gemeinde. Ampak zdaj se pripozna, se identificira za crkvijo Jezusa. Und die Bibel sagt uns, 3000 Menschen wurden getauft am selben Tage. In Bibel nam pravi, da je 3000 ljudi bilo kršenih istega dne. Was hat den Unterschied ausgemacht? Kaj je napravila, kje je bila razlika? Das Feuer vom Himmel. Ogen z nebe. Das Feuer vom Himmel brannte in den Herzen. Ogen z nebe je gorel v njegovo srce. Und Petrus könnte dort getötet sein werden oder nicht, das spielt keine Rolle. In to bi lahko Petra ubili ali ne, ampak to je ne imelo veze. Und die Botschaft, die er den Juden gebracht hat, das war keine leichte Botschaft gewesen. Znate, sporočilo, što je prenesel Židovom, to je ne bilo enostavno sporočilo. Weil seine brennende Botschaft hat ein Brennen in den Herzen gegen Petrus. Kajte njegovo ognjeno sporočilo, ki je bilo v njegovem srcu, je gorelo proti njeme. Ein Ärger gebracht. Kaj to je preneslo jezo Sie würden ihn umbringen wollen. in šteli so ga ubiti. Aber sie merkten durch das Gegenwart Gottes, dass die Kraft Gottes auf Petrus ruht. Ampak opazili so, da Božja prisotnost miruje nad Petrom Und da haben sie sich nicht getraut. in so se ne vipali. Gott will veränderte Menschen in der Gemeinde haben. Zdaj, Gospod hoče imeti spremenjene ljudi v cerkvi. Menschen, die voll des Geistes sind. Menschen, die brennen für Ljudi, ki Jesus. so polni duha, ljudi, ki gorijo za Jezusa. Weißt du, Religion haben wir genügend in der Welt. Mi imamo dovolj religije v svetu. Und wegen Religion kämpfen die Leute und töten sich In zaradi gegenseitig. religije se ljudje bojujejo in ubijajo eden drugega. Manchmal, wenn ich so zu Leuten spreche, dann sagen sie, ja, aber ich habe meine Religion. In da z ljudmi se pogučavajo, ti pravijo, ja, pa gre smo svojo religijo. Ich sage, ich bringe euch keine Religion. In gre pravi, ne prinašamo religije, Ich bringe euch Jesus. ampak prinašamo Jezusa. Kommt zu Jesus. Pridite k Jezusu. Und da wird sich alles ändern in deinem Leben. In to, da se je v tvojem življenju vse spremenilo. Weil sehr oft die Leute sind sehr gegen Religion. Ja, wir haben meine Religion, du hast seine Religion und da sind wir alle in Ordnung. Kajti ljudje so načeloma proti religiji, vsak je pravi, jaz imam svojo religijo, ti imaš svojo religijo in s tem je vse v redu. Weißt du, dieses
Brennen im Griechischen ist mehr also die Sicht oder deren Verständnis, dass es also etwas wirbelt oder etwas kocht oder überkocht. Da goriš za Gospoda v grškem, če gledamo v izvirniku, to pomeni, da nekaj vrej, nekaj prekteče, nekaj zburkano gre. Ja, das ist das Wort brennend in Griechisch. To je ta beseda gorečnost v grščini. Und das bedeutet, dass da eine Bewegung da ist. To pomeni, da je tu noter eno gibanje. Ja, wir haben Eier gekocht gestern. Eier. Včeraj smo kujala bilice. Ja, nicht aufgepasst, ich habe ein bisschen zu viel. Ne so pazila malo preveč. Und die Eier haben getanzt im Wasser. In bilice so v vodeji plesale. Und auf einmal merkten wir, dass eine von denen kaputt gegangen ist. In naenkrat so opazili, da se je ena strla. Ja, und dann weißt du, auf einmal merkst du, also zu viel Hitze, ne? Also das kann dir die Eier verderben. Ne? In tako sem opazil, aha, malo preveč vročine, leko bilice pokvari. Aber wir haben es trotzdem gegessen. Ne? Ampak vseeno so jih pogela. Die schmecken trotzdem gut. Ne? Vseeno so bili dobro. Aber da merkst du, weißt du, wie das also kocht, ne? Und da merkst du also, da ist eine Bewegung da. To, da odkrijaš, ti vidiš, ko se začne gibati, nekaj se dogaja. Und das ist, was dieses Wort brennen meint. In to je to, ko pomeni ta beseda gorečnost. Ja. Es bedeutet also, dass wir immer in einer ständigen Bewegung sind. To pomeni, da smo mi vsi vedno v eno neprestano gibanje. Deswegen sind also vor Jahren zurück die Gemeinden nicht Gemeinde genannt oder Denomination, sie wurden Bewegung genannt. Zato so pred leti cerkve se ne imenovale kot cerkev ali denominacije, ampak gibanje. Ja. Wir gehören zur Pfingstbewegung. Mi spadamo k binkošnemu gibanju. Was bedeutet denn das? Kaj to pomeni? Das bedeutet, dass wir ständig bewegt sind für Jesus. To pomeni, da smo v neprestanem gibanju za Jezusa. Es gibt keinen Stillstand. Nega mirovanja. Es geht immer weiter. Vse skoro dole. Es wird größer, Vedno je večje. höher und tiefer. Više in niže. Es gibt eine Bewegung. Notri je gibanje. Der Geist Gottes wirkt diese Bewegung in unseren Herzen. Sveti duh povzroča to gibanje v naše življenje. Und deswegen hat der Petrus das ganz klar und deutlich sagen können. Zato je Peter rekel to zelo jasno pravo. Dass also, wenn wir daran denken, also dass auf der Tage der Pfingsten, also der Geist Gottes kam, Da mi na to mislimo, da je na binkošni dan prišel Božji duh, ja, dass dann also durch diese Bewegung, da je takrat skozi tega gibanja, Du kannst ruhig Wasser nehmen. Ja, okay. So, das, Dankeschön. Siehst du, das Hvala lepa. ist gut, dass man Leute hat wie Sie, ne? Dobro, ker imamo takšne ljudi kot je ona. Ja, die sehen alles und die merken alles und die tun alles. Oni vidijo vse in vse opazijo. Ja, schön, danke du. Moja tochter. Ja, natürlich. Die kennt dich ja schon. Zapravo, moja hčerka, puno te že poznala, ej. Ja, okay, das ist ja gut. Da hast du gut erzogen, deine Frau hat sie gut erzogen. Dobro si vzgojila, ne, tvoja žena je dobro vzgojila. Ja. So, und nun, also er gibt ihnen nicht diesen Vorschlag, sondern er befehlt ihnen das. In znate, ko je tu v ton? Jezus jim ne dava tu enega predloga, ampak jim da zapoved. Weil wenn das Wort seid brennen, das hört sich so nach Arbeit. Preštejmo to besedo, bodite goreči, to zveni podele. Ja, wir mögen das nicht. No, to mi to neščemo. Wenn die Leute zu uns kommen und sagen, seid, oh, warte mal. Da ljudje prije k nam, povemo, ti moreš, ali boj takšni, pa boj to, čakaj malo. Ja, und für die Gemeinde, das war auch nicht anders. In za cerkev takrat tu ne bilo drugače. Die haben gesagt, ja, du kannst reden, weil du bist nicht hier. Lahko bi pravili, ja, ti leho učiš, pa ti si ne tu. Aber dieser Befehl kam nicht von Paulus, dieses Befehl kam von dem Heiligen Geist. Ampak ta zapoved ne prišla od Pavla, ampak je prišla od Svetega Duha. Ja, seid brennen, das war ein total absoluter Befehl. To je bila absolutna zapoved. Es gibt keine Option. Nega opcije druge. Du kannst nicht sagen, ja, morgen vielleicht oder nächste Woche oder was immer. Ne moreš povedati, pa jutro mogoče ali drugi teden. Weißt du, weil wir so mit der Zeit nicht richtig zurechtkommen heutzutage. Zato, ker mi za svojim časom ne pridemo prav v gli. Da ist ein Problem, was wir als Gemeinde haben. In tu je en problem, s katerega mi kot cerkev imamo. Wir haben verlernt, durchzubeten. Mi smo pozabili nekaj skozi zmolite, v zmolite. Jahre zurück, für diejenigen, die alt sind oder älter sind, sagen wir. Leta nazaj, za tiste, ki ste starejši. Wir hatten Zeiten auch hier in Slowenien, Mi smo imeli čase, tudi tu v Sloveniji, wo sie jeden Abend Gebetsstunde hatten.
da je bil vsak večer molitveni čas. Und da haben wir gebetet. Mi smo Jeden molili, Abend, vsak jeden večer. Abend. Von der Arbeit nach Hause essen und die Gemeinde weiter Z beten. dela domov, gest in v cerkev molit. Ich kann daran erinnern, dass in Westschitzer damals vom also Neujahr bis zum 1. Mai jeden Abend Gebetsstunde war. Jaz se spomnim, da smo v Ščici imeli od novega leta do 1. maja vsak večer molitve. Wir haben gebetet für die Kraft des Heiligen Geistes, für die Fülle des Geistes, für Molili smo za alles, moč was das Geist svetega anbetrifft. duha, za polnitev svetega duha. Einer nach dem anderen wurde im Geist getauft. In en za drugim so bili kršene svetom duhe. Und weißt du, wir haben keine Zeit gehabt. In zato ne smo imeli časa. Ob das um 11 Uhr aufhören soll, um Mitternacht oder 2 Uhr morgens, wann immer. Če se to končalo molitev te ob 10, 11 ali ob 1 vgojno, Manche sind sogar die ganze Nacht durchgebetet und sind zur Arbeit gegangen. Von daher. ništere so celo cel noč molili, od tiste šli direkt v službo. Die haben eins gewusst. Nekaj so znali. Zu beten und durchzubeten sind zwei verschiedene Sachen. Moliti ali nekaj do konca zmolite sta dve različni stvari. Beten kann jeder, Vsak lahko moli. empfangen sehr wenige. In pri tom je malo tisti, ki kaj dobijo. Warum? Zakaj? Weil wir nicht gelernt haben, durchzubeten. Zato smo se ne navčili skozi zmoliti. Ein 5-Minuten-Gebet wird dir nicht geben diese Kraft, die du suchst. 5-minutna molitev ti ne je dala moči, štero ti iščeš in iščeš. Ja, aber wir müssen weitermachen. Ja, pa mi moramo naprej Die delati. Arbeit wartet. Pa delo nas čaka. Ich muss los. Ki mora iti dole. Diese Dinge müssen gemacht werden. Pa te stvari mora napraviti. Ja, weißt du, wenn es wirklich dringend ist, Ampak znate, to je nekaj zelo nujno, das spielt keine Rolle. ti nema čas veze. Dann nehmen wir uns Zeit, um durchzubeten. Ti si vzemamo čas, da molimo do konca. Wir beten um Heilung. Molimo za ozdravljenje. Und wir sprechen ein Gebet und dann lassen wir dabei. In potem povemo eno molitev in pustimo pri tem. Ja, was ist denn passiert? Gar nichts. Ko se je pri tem zgodilo? Nič. Noch nicht so weit. Ne je še tako daleč. Weißt du, dass alle gute Dinge Zeit brauchen? Znate, da vse dobre stvari nucajo čas. Ja. Bei meinem Bruder sein Haus, da sind ein paar Birnen auf dem Baum. Pri kuči od mojega brata, to je na drevi par grušk. Die meisten sind schon auf dem Boden, Večina je že nokle, aber es ist noch ein paar drauf. nekaj jih je pa še gor. Warum sind diese Birnen so viel länger auf dem Baum, wie die anderen, die schon unten auf der Erde sind? Zakaj je teh par grušk toliko duže na drevi gor, kot pa tiste štiri so nokle? Weil sie noch nicht reif geworden sind. Zvolj to, ker so še ne izrele. Es braucht mehr Zeit. Nucajo še čas. Und siehst du, ein Baum weiß es. Znate, drevo zna. Wenn die Reife erreicht ist, dann fallen die Früchte. Da je sad zrele, te spadne sad. Ja. Aber für die Christen, wir wissen nicht, wann die Reife ist. Ampak mi krščanitske, mi pa ne vemo, da smo zreli. Ja, ein Gebet und dann sagen, Herr, segne uns, Herr, heile uns, aber jetzt müssen wir weiter. Ena molitev, Gospod blagoslovi nas, zdravi nas, ampak zdaj moram dole. Ich würde uns allen raten einmal, Kjer bi nam vsej svetoval, den Befehl des Apostel Paulus anzunehmen, da sprejmemo to zapoved apostola Pavla, dass wir beten bleiben, bis wir brennend werden. da ostanemo v molitvi, dokeč ne postanemo goreči. Und weißt du, das kann einen ganzen Sonntag dauern. Zdaj to lahko ostane celo Das nedelo. spielt keine Rolle. To nima veze. Weil, weißt du, wenn es darum geht, dass wir das wirklich haben wollen, da gibt es keine Zeitbegrenzung, dass wir also da einmal aufhören müssen. Kaj ti znate, ko če češ nekaj resa imeti, potem nekaj časovne omejitve, da bi pravili, zdaj moram henjati. Ja, in Lukas 24, 32, da spricht die Bibel von Emmaus-Jünger. Luka 24, 22 pravi biblijska vrstica Ja, od Emausa. Ja, 24, 32. Ja. Ja, da heißt es, brannte nicht unser Herz in uns, wie wir auf dem Wege und er zu uns geredet hat und die Schrift eröffnete. Ali ni najno srce gorelo? Lukas. In rekli ste mu drugim, ali ni najno srce gorelo z nama, ko nama je po poti govoril in odpiral pisma. Weißt du, jetzt musst du dir vorstellen, die hören das Wort Gottes, Zdaj si morate predstavljati, čujete Božjo besedo, die haben schon das früher gehört oder gewusst, pa to ste že prelečili. aber hier ist jetzt jemand, der in die Schrift öffnet. Ampak zdaj je tu nekdo, ki njima besedo odpira. Und in dem Augenblick fängt etwas in ihnen zu brennen. In v tom trenutku nekaj začne v njima goreti. Was brennt denn da?
Ko je to gorelo? Das ist der Heilige Geist, der das Wort Gottes in ihnen lebendig macht. To je Sveti Duh, ki je Božjo besedo v njima napravil živo. Und eine Sache, die wir brauchen, ist immer wieder, wenn wir das Wort Gottes hören, In ena stvar, što vse skozi znova nucamo, da Božjo besedo čujemo, egal wer predigt, egal wer das Wort Gottes liest, vseeno, što pridiga, što Božjo besedo štej, Gott will, dass dieses Wort Gottes in unseren Herzen entzündet wird. Bog šče, da ta Božja beseda v našem življenju splamti, zgori. Denn dann wird also eine Bewegung da sein. Kajte potem se začne eno gibanje. Das Wort Gottes wird anfangen zu arbeiten. Božja beseda je začela delati. Denn die Bibel sagt uns, das Wort Gottes ist aktiv. Biblia nam pravi, da je Božja beseda aktivna. Und wenn das Wort Gottes aktiv ist, dann muss er etwas erschaffen. In če je Božja beseda aktivna, potem ona pri tem tudi nekaj napravi. Die Bibel sagt uns gleich am Anfang in Genesis, Bi Božja beseda čisto na začetku, v 1. Mojsiju pravi, und Gott sprach. in Bog je pravil. Und nun dieses Wort, was Gott gesprochen hat, hat Bewegung, hat Ihr etwas seid- in Gange gesetzt. Ta beseda, što je Bog pravil, je nekaj povzročila. Es werde Licht und es ward Licht. Bila je bodi svetloba in bila je svetloba. Eine Bewegung. Nekaj se je zgodilo. Das Wort Gottes muss Bewegung in uns finden, wenn es Resultate erzielen will. Božja beseda mora v nas napraviti eno gibanje, če ščemo, da gratele rezultati s Und das toga. kann nur geschehen durch den Heiligen Geist. In to se lahko zgodi samo preko Svetega Duha. Das Wort und Geist. Božja beseda in duh. Vor Jahren zurück, als ich mal auf der Bibelschule unterrichtete, Pred leti, da so še biblijske šole včil, da haben sie noch die Zeitschrift gehabt, Wort und Geist. ti so še imeli časopis Wort und Geist. Ja, und da hast du den Artikel gelesen In ti si šel te odlomek und da haben wir gesagt, ist das jetzt Wort oder ist das Geist? in ti smo se pitali, kaj je to, zdaj beseda ali je duh? Oder sind sie beides? Ali pa je boje. Manche von den Artikeln, die da waren, die waren nur Wort, kein Geist. Nekateri artikle, odlomki, štiri so bili samo za besede in ne doben duh. Und weißt du, wenn wir als Gottes Kinder, also nach außen hin, reden und wirken wollen, In znate, mi kot Božji otroci, če ščemo navzven delate in delovate, dann muss dieses Wort in uns Geist und Feuer werden. te mora ta beseda v nas postati duh in ogenj. Jeremia war ein junger Prophet Jeremija je bil eden mladi prerok und die Bibel sagt uns, dass Gott zu ihm sagte, in Božja beseda pravi, kaj je Bog njimi pravil, ich werde meine Worte in deinem Mund Feuer machen. jaz smo svoje besede v tvojih ustih napravil ognjene. Was Gott gesagt hat, ist einfach, weißt du, das Wort, was ich dir gegeben habe, wird Feuer werden und dieses Feuer wird also in die Herzen anderer Menschen brennen. In to, ko je Bog pravil, beseda, štere mu gezo tvoje usta davo do ogenj in ta je povzročilo ogenj v drugih srcih. Meine Philosophie wird keinen Menschen bekehren. Moja filozofija ne da ljudi spreobrnila. Auch meine Theologie wird nicht den Menschen Tudi moja bekehren. teologija ne da ljudi spreobrnila. Aber meine Theologie durch den Geist Gottes Ampak moja teologija preko Svetega Duha, wird es schaffen. da te je uspelo. Und deswegen ist es für uns immer so wichtig, dass wir nicht nur ein Wort haben, sondern ein Wort, das von dem Geiste Gottes entzündet In ist. zato je za nas to pomembno, da nimamo samo eno besedo, ampak da imamo in besedo, štera je vožgana od Svetega Duha. Und ich freue mich darüber. In jaz se veselim tega. Ich brauche nicht hinter der Kanzel stehen Mi ne tebe stati za predgancov und da meine eigene Predigt machen. in to imeti svojo lastno pridigo. Also das wäre viel zu wenig, da könnt ihr zu Hause bleiben. To bi bilo za preveč, lahko bi ostali doma. Aber wenn das Wort Gottes brennend ist Ampak da je Božji sveti duh, Božja beseda goreča und etwas in uns erregt und bewegt, in nekaj v nas napravi, da se giblje, da hat es gelohnt zu kommen und te das se Wort je Gottes zu splačalo hören. priti in Weißt, čuti. das Wort Gottes muss brennend weitergegeben Znate, werden. Božja beseda mora biti goreče podana naprej. Jeremia, du bist ein junger Mann. Jeremija, ti si mladi človek. Und weißt du, vielleicht viele Leute nehmen dich nicht so ganz echt. Znaš, ko dosta ljudi te mogoče ne zelo, zelo resno, Aber ich werde meine Worte in deinem Mund Feuer machen. ampak jaz smo svoje besede dal v tvoje usta, ki do ogenj. Und deswegen sagt Paulus, ihr steht vor einer Verfolgung. In zato Pavel pravi, vi ste v preganjanju. Der einzige Weg, wie diese Gemeinde wachsen wird, zunehmen wird, Edina pot, ko je ta crkev lahko rasla in rasla, ist, dass das Wort Gottes durch Feuer des Heiligen Geistes gepredigt wird. da je to, da je Božja beseda preko moči Svetega Duha predgana. Was hat Paulus am Ende von diesem Vers gesagt? Römer 12, Vers 11. Kaj je Pavel na koncu pravil v Rimljan 12, v tomte vrstice?
das in euch brennen soll, also das Feuer des Geistes, Torej, naj Sveti Duh gori v vas und so dient dem Herrn. in tako služite Gospode. Voraussetzung. To je predpogoj. Eine Voraussetzung für jeden einzelnen von uns. To je predpogoj za vsakega izmed nas. Das eine kommt vor dem anderen. Eno pride pred drugim. Seid brennen im Geist On pravi, gorite v srce, und so dient dem Herrn. duhe in tako služite Und Gospodu. manchmal wir dienen dem Herrn und hoffen, dass der Geist Gottes durch uns brennen wird. Mi pa ponavadi si mislimo, da služimo Gospodu in vipamo, kad je Sveti Duh skozi nas te zagoro. Wir brauchen erst das Brennen, bevor wir dienen. Znate, mi najprej nucamo to gorečnost, preleko služimo. Heutzutage wirst du sagen, wir brauchen Salbung. Das ist ja auch Danes gut. ne bi problem, nucamo maziljenje, tudi to je pomembno. Weißt du, das ist eine Sache, die heutzutage so missverstanden ist. Znate, danes je to ena stvar, štero naopak razumemo. Weil viele Leute, weißt du, schauen sich im Internet Gottesdienste und verschiedenartige Gottesdienste und Bewegungen da. Znate, ljudje si danes gledajo različne bogoslužja in kaj podobnega na internetu. Und die denken nur, dass wenn da einer, weißt du, jetzt ist er gesalbt von dem Herrn. In ti misliš, če eden tako malo dela to, ti si misliš, ja, ti je zdaj od duha Gospoda maziljen. Das hat mit Manifestationen nichts zu tun. Mit ven? Manifestation. To nema z delovanjem duha nobenega veze. Salbung ist eine Kraft Gottes, die durch einen Menschen wirkt Maziljenje je božja moč, ki skozi človeka deluje und tut Wunder und Zeichen, in daje znamenje in čudeže, ohne dass wir dabei was getan haben. brez da bi mi kot oseba pri tem kaj napravili. Ja, Elia hatte diese Salbung von Gott. Elija je imel to maziljenje od Boga Und jetzt, wo dann Elisa in den Dienst gehen sollte, in zdaj, da bi Elizej noj šel v službo, dann hat er jetzt erwartet, dass ihm doppelter Segen dieser Salbung, die auf Elia war, auch geschenkt wird. je zdaj čakal, da je imel duplčki blagoslov tega maziljenja, ki je bil na Elije. Und die Pastoren, die zu mir kommen bei Konferenzen In pastori, ki prijejo k meni na konferencaj, und sagen, du, bete so, dass der Herr mir doppelte Salbung von dir gibt. in mi pravijo, pa moli za mene, ker imel dvojno maziljenje, tvoje dvojno maziljenje. Da bist du sehr arm, du, wenn du das willst. Te sem je pravil, znaš, ko, če ti to vščeš, ti bo zelo bogi. In Afrika, als ich predigte da in Sierra Leone, V Afriki, da sem pridigal v državi Sierra Leone, da haben wir also so Klamotten, also Hemden und Kleider und sowas alles hingebracht. mi smo ta prinesli tudi takšno humanitarno pomoč, obleke, pa gvont. Und der Pastor, der mich vom Hotel zur Konferenz brachte, der war Superintendent von dem Distrikt dort. In pastor, ki me je peljal od hotela v cerkev, bil je to superintendent tistega okraja. Und da habe ich zu ihm gesagt, bevor wir anderen also Pastoren die Hemden schenken, will ich dir ein ganz feines Hemd schenken hier. Das ist das Beste. In te sem jim prav predlagal ostalim pastorom in ostalim damo te oblačila, bi rad tebi do eno srokco, ki je zelo posebna. Ja, das teuerste Hemd. Najdražjo srokco. So, und er guckt da und sagt, das will ich nie haben. In ti to pogledam, pa pravi, je to neščen. Das hat viel Geld gekostet. In ti jim pravi, pa to je bilo drago. Trotzdem will ich es nicht haben. Pa ne, nešče imete. Ja, was willst du denn? Kaj pa ti ščeš? Ich will dein Hemd haben. Kje še imate tvojo srokco? Mein Hemd? Mojo srokco? Das ist schon 10 oder was immer Jahre alt. Pa to je že 10 let staro. Und du willst mein Hemd haben. Ščeš mojo srokco? Ja, wieso denn? Pa zakaj? Weil ich deine Salbung haben will. Zato, ker še imate tvoje maziljenje. Sag, weißt du was? Ich muss einen Unterricht geben an der Konferenz jetzt über die Salbung. Aha, zdaj na tom konferenci mora imeti učenje o maziljenju. Weil ihr nichts von dem versteht. Ker vi o tem nič ne razumete. Sag, wenn du Elisa anschaust, Če gledaš Elizeja, den Mantel, der aufgelegt bekommen ist zum prophetische Berufung, plašč, ki si ga je nadel kot poziv proroštva, das war eine Sache. to je bila ena stvar. Aber dann der Mantel, der vor ihm gefallen ist, Ampak plašč, ki je spod od njega, das war eine andere Sache. to je bila druga stvar. Und was sagt uns die Bibel? In ko nam pravi Biblija, Er holte den Mantel šel je, vzel je tisti plašč, und er nahm ihn in die Hand. ga vzel v rokav Und was sagte er dann? in ko je pravo, Wo ist Gott? kje je Bog? Elija. Er hat nicht erwartet, dass der Mantel Salbung hat. Ne je pričakoval, da bi tisti plašč bil Auch maziljen, nicht mal seine Salbung. niti ne njegovo maziljenje, Er will von Gott geschenkte Salbung haben.
Ampak on je šel imeti od Boga podarjeno maziljenje. Denn das ist die einzige Salbung, die wirkt. Kaj to je edino maziljenje, ki deluje. Und weißt du, wenn wir als Gotteskinder so eine Salbung von dem Herrn bekommen, In znate, če mi kot Božji otroci en takšno maziljenje od Gospoda dobimo, dann wird es doppelte Wunder geben. potem do to duplčke čudeže. Weil Elia hat nur 100% Salbung gehabt. Kaj Elija je imel samo 100% maziljenje. Er kann kein 200 geben, wenn er keine 200 Torej hat. ne je mogel 200 dati, če samo 100 ima. So, und siehst du, da ist der Punkt, weißt du, dass wir also da hineinkommen zu verstehen, Vidite, tu je ta točka, mi moramo priti na tako razumevanje, dass die Ausgießung des Geistes, die Fülle des Geistes, das Feuer des Geistes da je izlitje duha, ogen duha, eine Sache ist, die von dem Herrn kommt. da je to stvar, ki prihaja od Boga. Und was von dem Herrn kommt, wird wunderwirkende Kraft sein. In to, ko prihaja od Gospoda, to dela čudeže. So dient dem Herrn. So, nicht anders. Tok služite Gospodu, ne drugače. Und siehst du, das ist ja etwas, was wir uns als Gotteskinder vornehmen müssen. In to je nekaj, ko se mi kot Božji otroci moramo zadoti za cilj. Denn jeden Tag, Vsak dan, wo immer du bist, kjerkoli si, was für eine Arbeitsstelle du hast, kakšnokoli delovno mit mesto was imaš, für Leuten du triffst s kimkoli se srečaš und den Menschen dienen willst, in če ščeš služiti ljudem, wie willst du den Menschen dienen? ko ščeš ljudem služite, So dient dem Herrn. tok služite Gospode, Brennend im Herzen. goreči v srce. Und die Frage heute Morgen ist, sind wir brennend In vor dem Herrn? vprašanje v tom jutri je, ali smo mi goreči v srce za Und die Gospoda. Aufforderung ist zu uns, In izziv za vse nas je, werdet brennend. postanemo goreči. Und dann wird der Herr Wunder und Zeichen unter uns tun. In teda Gospod delo čudeže in znamenje med nami. Lass uns beten. Molimo. Unser himmlischer Vater, wir danken dir für diese Morgenstunde, Nebeški Oče, mi smo te hvaležni za te jutranje vere, dass wir wiederum dein Wort aufschlagen und lesen und hören können. kaj lahko spet tvojo besedo odpremo, štejemo in se učimo. Es war nicht unser Verdienst, dass du uns das ewige Leben gegeben hast. Ne je naša zasluga, ko si nam dal večno življenje, Aber mit dem hast du uns eine Aufgabe gegeben. ampak s tem si nam dal eno nalogo. Dienen dem Herrn. Služiti Dass wir Gospode. dir dienen, Herr, von ganzem Herzen. Gospod, da ti služimo s celim srcem. Weil wir erfahren haben, diese Erlösung, diese Befreiung. Ker smo spoznali to odrešitev. Und heute Morgen, wir schauen auf Menge von Menschen, die um uns herum wohnen, In grezgojno gledamo na ljudi, ki so okoli nas živejo, die Jesus Christus noch nicht persönlich erlebt und erfahren haben. ki še Jezusa niso osebno doživeli. Herr, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du uns so anzünden möchtest, Jezus, iz celega srca te prosim, da nas tako gor vožgeš, dass du uns so brennen lassen möchtest, Herr, da bomo tako gorele, dass aus dieser Gemeinde ein Feuer herausgehen da möchte nas tej cerkvi šel ogen v und anzünden wird Menschen hier in dieser Umgebung, in da te vžgal ljudi v tom kraju, dass sie auch brennen werden für dich, o Herr. da gorele tudi za tebe. Danke für deinen Geist. Hvala ti za tvojega duha, Danke für die Geistesgaben, die wir haben hvala dürfen. ti za darove duha, ki jih lahko imamo. Die Kraft Gottes, die wir haben dürfen durch den Heiligen Geist. Moč duha, Boga, šterega lahko imamo po Und svetu ich bitte, duhi. Herr, dass du jeden Einzelnen so mächtig erfüllen In möchtest, Gospod, prosim, da vsakega posameznika mogočno napuniš, dass du dich durch uns verherrlichen möchtest. da boš lahko skozi nas proslavljen. Herr, wir erwarten große Dinge von uns, von dir. Gospod, mi pričakujemo velike stvari od tebe. Und deswegen bitten wir, Herr, In Gospod, zato te prosimo, hilf uns, pomagaj nam, dass wir solche Menschen werden möchten, da postanemo takšni ljudje, dass du durch uns diese Dinge wirken kannst. da boš lahko ti skozi nas delal Ich takšne stvari. segne deine Gemeinde. Ja blagoslavljam tvoje In cerke. Jesu Namen. V Jezusovo imenu. Seid gesegnet. Bodite blagoslovljene. Amen. 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 Gottes Segen mit euch. Božji blagoslov za vsemi vami.